Hallo miteinander und willkommen zurück bei einer neuen Folge Schweizerdeutsch. Ich bin Rico, neben mir auch der Niklas. Grüezi miteinander. Und wir sind back im Studio. Mal wieder, Folge 41. Wir haben letzte Woche gar nicht erwähnt, dass wir 40 Folgen gemacht haben. Mhm. Ja, Das ist stark. das ist stark. 40 Wochen hintereinander. Nonstop. Wir machen weiter. Ja, kommt schon. Übrigens, vielen Dank. Oh mein Gott, jetzt fängt es an. Vielen Dank für, ich habe vorher geschaut, 71 Abonnenten mittlerweile auf YouTube. Jetzt schon 71. Ja. Gestern Abend waren es nur 68 gewesen. Mittlerweile geht unser YouTube-Kanal steil wie nichts. Mhm. Für das sind wir unendlich dankbar. Ihr merkt vielleicht, da kommt jetzt noch nachher ein paar Pointe. Ja, genau. Das Problem ist, Ich kann das alles nicht mehr nicht. wir haben das also es ist ja so entstanden, wir haben die Real Crime Folge hochgeladen und plötzlich ist die Folge abgegangen. Aber nicht nur die Folge, sondern der ganze Kanal, oder? Aha. So ein paar Videos, so die Folge von der Alpine Rally mit unseren Gästen Luca und Marco, die hat irgendwie jetzt 1600 Views. Also so im Durchschnitt haben wir auch auf Acast, also unsere Podcast-Plattformen, wo alles aufladen, haben wir auf allen Podcast-Plattformen, so YouTube, Apple Podcasts, Spotify und so, haben wir immer so um die, sagen wir mal, 60 bis 90 Listener in den ersten 30 Tagen. Ja. Also heisst maximal 100 bis 120 Klicks oder so, denke ich mal, auf die Folge. Und dann nochmal YouTube 100. Oder so, ja, so 80 bis, ich glaube, am Livio Sini ist am meisten gewesen, ganz, also damals bis 200 oder so haben wir gehabt. Und jetzt YouTube plötzlich so, ja, Real Crime nach einer halben Woche, irgendwie 500 Views, oder? Luca und Marco, Alpine Rally Folge, plötzlich jetzt eben bei 1600 jetzt nach einer Woche. Eben, und es geht immer weiter. Und es geht immer weiter auf und eben mit den Abonnenten auch. Wir haben seit wir haben bei der letzten Woche 20 Abonnenten gemacht. mehr. 40. Alter. Wir sind bei der 31 oder so, jetzt haben wir 40 Abonnenten in einer Woche gemacht. Das ist eigentlich not bad, Ja. aber es gibt ein grosses Aber. Ich habe nämlich nachgeschaut, von wo kommen denn die ganzen Follower? Bitte schnell, ganz kurz schnell anschnallen. Wirklich, Also, wirklich krass. Ich habe gedacht, also wirklich, ich habe nicht mal gewusst, dass so etwas möglich ist, dass es so etwas gibt. Aber das ist doch schon wieder ein Zeichen, was gibt es schon auf dieser Welt. Ja. Bro, das ist so... Also, ich habe dann so in die YouTube Insights gestern ein bisschen reingeschaut, so wirklich herauszufinden, von wo kommen die Follower. Ich habe schon am Dienstag so irgendwie gesehen, ja, 70% von Zuschauern kommen von Playlists. Also auf YouTube kannst du ja Playlists machen, das kann jeder machen. Jeder, der einen YouTube-Account hat, kann Playlists machen mit seinen, sagen wir mal, Lieblingsvideos. Ich kann auch eine Playlist mit, keine Ahnung, so Tutorials für Color Grading oder so etwas. Ja, das kannst du ganz normal aber machen. du kannst die halt öffentlich machen, dass die Leute die sehen, oder du kannst die auch privat machen. So, und ich denke mal, das ist eine öffentliche Playlist. Ja doch, es ist eine öffentliche Playlist. So, und dann gehe ich aber weiter runter. Und dann steht dort, ja, wie kommen die meisten Leute zu deinen Videos, wenn sie etwas eingeben? Und dann steht dort einfach so, Man's Feed. Oder? Ich so, what the fuck? Aber weißt du, das sind nur so 3% oder so gewesen. Jetzt gehe ich weiter runter. Von welchen Playlists kommen dann die ganzen Leute, oder? Das sind dann die 70% von dem YouTube-Kanal. Und dann, ich lese vor. Ich lese das Ganze Ihr könnt euch jetzt denken, was für eine Richtung das Ganze geht. Ich muss schnell YouTube Studio öffnen. Ich habe die YouTube-Studio-App gar nicht vom Podcast von meinem Handy im Fall nicht gestern gemacht. Ich muss das noch einrichten. Ja, schwach. Ja, ich muss es nachher einrichten. Wieder Internetproblem hier unten. Das ist Die Frage ist, will ich das jetzt noch einrichten? Das Gute ist, wir bekommen noch keinen Kommentar über. Alles gut. Likes bekommen wir. Ich will sagen, Also wir haben jetzt in den letzten 28 Tagen haben wir 7900 Aufrufe gemacht auf YouTube. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber Seit Erstellung, das wäre auch spannend, seit Erstellung haben wir 15'000, also seit 15'000 Klicks? Seit wann haben wir angefangen mit... Vor 2 Monaten etwa. Nein, ich meine mit unserem ganzen YouTube-Kanal. Also mit... Aha, Oktober. Stimmt, Halloween. Also seit Halloween 15'000 Klicks und die Kurve geht so rauf.
es geht mal wieder voll runter und dann geht es wieder voll rauf. Also eigentlich siehst du normaler Progress, genau. So, jetzt gehen wir mal auf Analytics, auf, wo haben wir da? Sieht man das irgendwo? Ich will das wirklich vorlesen, weil das ist wirklich... Willst du ein genaues Wortlaut Ich will, treffen? genau, ja, voll. Okay. So gelangt Zuschauer zu deinen Inhalten ist jetzt wieder anders. Schon? Shortsfeed ist jetzt höher, ist jetzt bei 54%. Das ist gestern noch nicht gewesen, glaube ich. Das ist ja schon mal positiv. Und Playlist 24%. Jetzt gehen wir mal in die Playlist rein. Kann ich das auf der YouTube Studio App? Da Inhalte, nein. Findest du es? Also was ich schon mal kann sagen, die meisten Zuschauer kommen nicht mehr aus der Schweiz. Das ist irgendwie auch ein bisschen bedenklich, wenn wir einen Podcast auf Schweizerdeutsch machen. Also sagen wir es mal so, 4,9% sind von der Schweiz. Das ist nichts. Das ist nicht. Aber es ist trotzdem immer noch auf Platz 3. Alle Schweizer, die den Podcast auf YouTube schauen, kommst gerade raus. Die sind die wahren Macher. Hier sind die Weißt du, auf Platz 2 ist? Was? USA mit 8,7%. Amis! Ja. International. Howdy, Cowboy! Und Platz 1 ist tatsächlich Deutschland, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, weil so lernen die Deutschen auch mal, ne? Schweizerdeutsch. Meine deutschen Freunde, ne? Bisschen Schweizerdeutsch. Mit 54,2%. Das ist einfach Die Hälfte. die Hälfte von unseren Leuten. Ist einfach von Deutschland so. Aber ich muss jetzt schauen. Wo sieht man das? Weil das ist ein bisschen anders als ein Ding. Muss ich vielleicht aufs... Ja, sonst sag's einfach. Ich muss das lesen. Ich muss das lesen, Rico. Okay. Real Crime. Ich glaube, ich muss aufs Video gehen und dann ganz runter scrollen. Okay, gut. Also Niklas ist am Suchen, Ja. weil er will euch das 1-2 überbringen. Das wisst ihr schon. Du kannst ja sonst mal unseren Plan für unseren Podcast ein bisschen erzählen, was wir heute noch so machen. Okay. Während das hier ladet. Also wir wollten das Thema ansprechen, das der Niklas jetzt am Aussuchen ist. Also Das musst du nicht nochmal sagen, das wisst ihr schon. Ja, ich weiß. Aber gleich, weißt du, Aber du wiederholst dich, das ist so ja, das Ding. egal, als Wiederholung nochmal für die es nicht gehört haben. Ja. Und da besprechen wir das, was unsere Meinungen dazu sind, unsere Gedanken. Und nachher, es ist voll ein Switch, aber wir reden so darüber, wenn der Niklas nicht mal in einer WG sind, vielleicht irgendeiner ist, wer weiß, was so unsere Regeln wären für die WG. Ich habe es gefunden. Was geht, was gar nicht geht. Und jetzt ist Time to Shine für den Niklas. Also, 0,4% kommen von der Playlist, unser Podcast im Video, das ist unsere Playlist, die wir gemacht haben. 0,4%, das Danke an ist die nicht 0,4%. okay. So, halte ich fest. 15,7% kommen von der Playlist Guys in Socks. Die Playlist hat 500.000 Aufrufe und dort drin sind tatsächlich 1, 2, 3 Videos von uns, 3 Podcast-Folgen Das ist krass. in dieser Playlist. So. Und jetzt Achtung, 82,5%. Das sind 400 Viewer auf die letzte Folge. Die letzte Folge hat, glaube ich, 600 Viewer gehabt insgesamt. Heißt einfach Mail Socks / Feed in Podcast Playlist. Das ist so crazy. Wenn ich das nochmal höre, ich finde das nicht so amüsant, Mann. Mail Socks Feed in Podcast Playlist. Aus dem Grund, um die Probleme beseitigen. Um die Probleme beseitigen. Schreibt uns jetzt in die Kommentare oder wir machen eine Insta-Abstimmung. Ja, wir machen. Ja. Heute Abend machen wir eine Insta-Abstimmung. Machst du das? Kann ich machen. Gut. Gebt uns Vorschläge für Finken, bitte. Oder für Schuhe, die wir anlegen können.
Digga, what the fuck? Das ist crazy. Du kannst die Beschreibung mal vorlesen. Mir ist Englisch scheiße. Mach das du. Was? Du die Beschreibung dort vorlesen. Irgendetwas mit A. Appreciating lovely bro socks and feet in podcast respectfully. Bro, was ist Das das? sind 4 Videos von uns drin. Aber Bro, jetzt mal real, das ist doch irgendwo. Du weißt, jetzt sind einfach so random Podcasts drin. Random Podcasts sind drin und wir sind halt auch drin, weil wir halt unsere Füße sehen. Alter, du hast... Ey, weißt du, was hast du jetzt gemacht? Du hast hier richtig teased, du jetzt den Podcast schauen wegen der Du, Füße. ich sag dir eins, auch wenn das ein ganz komischer Weg ist zum Reichweite machen. Bro. Reichweite ist Reichweite. Das ist nicht unsere Zielgruppe, Tag. Ja, das sind selber schuld, wenn sie das schauen. Oh mein Gott. Weißt du? Nein, das sag ich nicht. Das sag ich jetzt nicht. Das Also wer jetzt Fuß-Content von Niklas und mir will, ist jetzt auf YouTube OnlyFans-Link kommt. in der Beschreibung. Also nein, wirklich, wir machen eine Beschreibung. Nein, weiter nicht. Okay. Ich verkaufe keine Fußbilder, Bro. Ich auch nicht. Die sind ja schon online. Oh Mann. Ja, weißt du, das ist ein Barfuß. Also, nur was das für Podcasts sind. Das sind so ganz normale Leute, die auch einfach so Podcasts machen. Kanye Kids Pop. What the fuck? Aber jetzt kurz mal seriös wieder zurück zur Sache. Also von mir aus I wenigstens. think that I'm Tom Cruise. What the hell? Ja. Ich finde es ein bisschen komisch, dass Leute an unser Zeug schauen wegen unseren Füßen, um ehrlich zu sein. Hey, wirklich, ich finde das nicht mal so schlecht mit der Reichweite. Die meisten kommen eh aus Deutschland, das ist ja gut. Deutschland ist noch okay. Deutschland, Österreich, Schweiz ist unsere Zielgruppe. Ja, aber Bro, ich will nicht so Fußfetischist als Zuschauer haben. Also wenn kein Kommentar geschrieben wird, ist alles gut. Mensch-Kommentar? Ja, wenn Leute reinschreiben in den Kommentar, wo geile Füße, dann fängt es an. Aha, ja. Das ist dann schlimm. So, jetzt juckt es mich nicht, weil jetzt geht alles so auf, so, weißt du? Ja, aber Also, es das ist ist dann halt, so es voll ist schon gut erfolgsgeil, aber ich sage dir ganz ehrlich, wir reißen uns hier den Arsch auf für alles. Wir machen ein Studio, wir machen jede Folge, wir machen seit 50, nein, Jetzt 41 der Wochen. Schier, also seit August. 3 Vierteljahr. Wir sind schon drüber. Ja. Wie viele Wochen hat das Jahr? 52? Noch 10 Folgen. Dann sind wir durch. Ja, gut. Dann haben wir ein Jahr gemacht. So, aber wir reißen uns jeden Arsch auf. Das kann belohnt werden. Das ist einfach ein fragwürdiger Weg. Ja, das ist ja so. Aber egal. Ja. Also, fangen wir mal an mit der WG. Wie würde so deine Traum-WG aussehen erstmal? Also, beziehungsweise, was müssten wir haben? Wer kommt in die WG? Also so, meinst du einrichtungstechnisch oder was? Einrichtungstechnisch, aber auch so, zum Beispiel, ja, jeder muss sein eigenes Zimmer haben oder teilt das Zimmer mit jemandem. Wir müssen einen WG-Hund haben oder so. Boah, ein WG-Hund, boah, das wäre, weißt du, boah. Aber das könnte krachen. Alter, Stell dir vor, weißt du, wie geil. du machst so eine Homeparty, ja, der arme Hund. So ein WG-Party, weißt du, schlimm für den Hund. Ja, Plötzlich so aber stell dir Project X vor. ist der einfach im Backofen. What the fuck? Hast du das nicht geschaut? Nein. Okay. Hast du Project X noch nie geschaut? Ich glaube einiges oder so, aber ich habe es nicht mehr so Dann haben sie den Hund im Backofen da. Ja, Backofen angestellt, hoffentlich nicht. natürlich haben sie den angestellt, aber das, er ist gerade raus. Also, Okay. also ich glaube, es war im Backofen, so eine Spülmaschine, sorry. Auch Ja. schlimm, aber Backofen ist ein bisschen... Ja, weiter, sorry. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was sind wir gesehen? Perfekte Wege. WG-Hund, ja. Die perfekte Wege, so Utensilien, jeder muss ins Zimmer, also was muss es denn... Das Geil wäre halt schon, wenn ich rede jetzt von mir aus, ich nehme an, wäre schon geil, wenn wir so ein Zimmer hätten für jeden. Ja. Und die Einrichtung ist wichtig. Die Einrichtung ist wirklich wichtig. Ja. Das müsste so... Ich weiss nicht, wie man den Stil beschreibt, den ich fühle, aber das ist so... Ich glaube, wir haben den gleichen Stil. Ich weiss nicht im Fall. Ja, einfach so modern. Ähnlich. Einfach so modern und clean. Ja. Helle Farbe eher. Also es muss so modern, minimalistisch, zu einem gewissen Teil nicht zu minimalistisch, weil der sieht jetzt Ja. leer aus. Aber Aber es muss auch ein bisschen lebendig aussehen. ja, so ein bisschen industriell zum Teil auch finde ich geil. Ja.
Finde ich auch geil. Und Toga-Sofas. Kennst du Toga-Sofas? Nein. Toga-Sofas Ich google das die sind jetzt. so geil. Google das jetzt. Ich weiß auch nicht, ob die bequem sind so zum draufsitzen, aber die sehen so geil aus. Toga-Sofas. Nicht Soras. Oh mein Gott, Sofas. ey. Sofas. Aha! Kennst du die? Hast du die schon gesehen? Das sind einfach so, die wie so Küsse. So. Ja, eine Art, ja. Ja, nein, die finde ich auch geil. Ich finde die so geil. Nein, das sage ich jetzt nicht. Aber so eine Person, die ich gut kenne, hat sich das so verkauft. Schon? Damals, wo sie ausgezogen ist, ja. Geil. Auf meiner Empfehlung. Ist Ich doch so geil. noch können so ausfahren, ist auch noch cool gewesen. Ja. Ja, aber fühle ich. Ja, was sonst noch? Was sonst noch? Einrichtungstechnisch oder was? Also so, ja, einfach so. Was ist das? Beschreib mal einfach so deine Traumwege. Was, mit welchen Leuten? Ja, mit engsten Kollegen, also sicher dir und keine Ahnung. Halt einfach mit den engsten Leuten so. Joris. Ja, weißt du, einfach so. Weißt du, ich habe jetzt keine Liste, wo alle Leute draufstehen, oder? Weißt du, dann kommt so ein Gast und dann sieht er so lange Haare in der Dusche. Wenn er eine Frau in den Weg geht, nein, der Joris. Das ist krass. So, Joris. Das ist krass. Weißt du, wie lustig? Noch front, aber ist doch lustig. Das ist krass. Wieso? Eine Frau mit der Weg. Oh mein Gott. Ja, Ja. ja. Und sonst. Weißt du, wäre geil, so Sonos-Boxen. Schieß mal auf Sonos, einfach HomePods. Ja, aber weißt du, dass sie so verteilt in jedem Zimmer, wo Das immer. sind wir kannst- auch so. Ja. So einfach so etwas, weißt du. Ja, das safe. Aber die musst du einigermaßen gut können verstecken, weil die sehen nicht so nice aus, wenn sie einfach so im Raum innen stehen. So ein HomePod? HomePod eher, aber weißt du, so die Sonos. Ja, die weißt finde ich, du, nicht, die find ich auch nicht schön. Also nicht so. Ikea hat ja so, jetzt übrigens nicht, die haben jetzt die Partnerschaft beendet, Sonos mit Ikea. Finde ich irgendwie schade, weil die haben so, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, die hast du wie können ins Bücherregal rein tun und die haben ausgesehen wie ein Buch. Ah, schon? Okay. Aber so, das sind so halt dick gewesen, aber halt trotzdem, Es sind Altan gewesen dann. ja, es ist so voll clean hat das ausgesehen so. Und hast es auch können verbinden und mit der Ikea-App steuern. Das war echt super gewesen, ja. Und auch mega guter Sound, für das, dass es wirklich, ja gut, ist halt Sonos, ja, was willst du Ja. erwarten? Pflanzen, wichtig. Frag mal den Guido. Das Schild ist immer noch ein bisschen abgefuckt. Ja, egal. Dann bleibt das schon. Ja, ja. Aber nein, Pflanzen sind wichtig für den Vibe. Aber es muss lebendig aussehen, es darf nicht so kalt aussehen. Dann Teppich, Teppich. das Wichtigste. Indirekte Beleuchtung finde ich geil. Also nicht so farbige LEDs, wie wir jetzt da haben. Wie mein Zimmer. Aber weißt du, so zum Beispiel so einfach so warme Farben, Ja, weißt du? ja. So weißt du, Decken beleuchtet oder so, So halt einfach so Kugeln. indirekt. Ja. Das wäre geil, ja. Das wäre so mein Vibe. Okay. Gut. Du? Natürlich jedes Zimmer wieder, also für sich sagen, also wirklich, ich glaube, das ist einfach, Ja. irgendwie, du brauchst auch ein bisschen Privatsphäre. Stell dir mal vor, du wohnst, du teilst mit jemandem das Zimmer und nachher, ja, du hast auch keine Privatsphäre so. Ja, das So. könnte ich nicht. Also, ein Hotel ist etwas anderes, Ja, logisch. dort bist du eine Wenn Woche- für eine Woche, 2 dort bist, aber so die ganze Zeit, Vor allem jeder kommt individuell heim. ja. Stell dir mal vor, wir würden jetzt das Zimmer teilen. Ich gestern am Frühlingsfest wieder, 3 von 3 by the way, 3-mal gegangen. Komme ich heim, du liegst im Bett so am 4 Uhr, komme ich rein. Gut, ich bin fahren gewesen, alles gut. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Ja, klar. Ja, aber das sicher. Dann, ganz wichtig, und ich sage euch ehrlich, das hole ich mir und das wird auch nur von mir benutzt. Ein Thermomix. Der Thermomix. Das wird sich kalt. TM7 wird sich kalt, wenn ich ausziehe. Ich will nur noch mit dem kochen. Ich brauche nichts anderes. Lass mich mit meinem Thermomix allein. Von mir aus steht der auch in meinem Zimmer.
Okay, nein, das ist schon ein bisschen übertrieben. Jetzt ist mir gerade etwas ins Auge geflogen, Mann. Alter. Ja, nicht gut. Aber der TM7 kommt rein, der wird sich gönnt. Und wirklich, ich bin so Fan von Thermomix. Wir haben ja selber einen. Aber ich mache zu wenig mit dem. Ja, du erzählst immer vom Thermomix. Aber jedes Mal, wenn... Ja, immer ist auch übertrieben. Aber ja, aber wenn es um Kochen geht, erwähnst du immer den das Schlimme ist, wenn du über den Thermomix redest, dann hört die Diskussion nicht auf. Dann kommen alle an den Tisch und nachher wird einfach über den Thermomix erzählt, so eine Stunde lang. Darum reden wir jetzt eine Stunde über Thermomix. Du kannst mit dem Glasse machen, du kannst mit dem Suppe machen, du kannst mit dem Risotto kochen, du kannst mit dem Pizzateig kneten, du kannst mit dem alles machen, du kannst Fleisch garen, du kannst Fleisch oben dran garen, unten dran kannst du die Nudeln kochen mit Soße und alles und das ist alles gleichzeitig fertig. Du kannst mit dem super Dessert machen. Okay. Du kannst alles mit dem machen halt. Schockiert dich das, wenn ich sage, ich habe noch nie in meinem Leben einen Thermomix gebraucht? Nö. Okay. Das Ding ist halt schon teuer. So, das kann sich nicht jeder leisten. Also es sind halt 1800 Stutz mittlerweile. Auf der anderen Seite, wenn du einen Thermomix hast, dann brauchst du nichts anderes. Also heisst es ja immer so schön. Was ich denke, was du sicher brauchst, ist trotzdem, ich denke mal so einen normalen Wasserkocher. Ich sehe es nicht, der Thermomix ist halt zum Wasserkochen. Ja. Das könntest du ja theoretisch, aber macht für mich irgendwie nicht so Sinn. Kaffee ist genau das gleiche, Kaffeemaschine brauchst du wahrscheinlich auch noch. Dann wenn du so Toasts willst machen, ich esse immer so, ich nehme mir immer so, ich schaffe so Toasts mit, wo ich so kann, wie heissen die, sind das so Grill? Weißt du, die LE-Grills, wo du so kannst zuklappen. Nicht Sandwich Also machen. du meinst schon einen Toaster? Nein, ja, Toaster brauchst du sowieso. Ja, ja. Aber ich tue immer so, was der Memo beim Dönerladen hat, wenn er den Döner macht, tut er so in Alufolie einwickeln, nachher macht er es auf das Ding und dann tut er so... Aha, ja, ja, so. ist, ja. Auch irgendwas... So ein Grill halt, Ja, so ein Elektrogrill, so irgendetwas, etwas brauchst du safe. Dann klar, im Thermomix kannst du nicht einen Kühlschrank als Kühlschrankersatz nehmen, das ist glaube ich allen klar. Imagine. Und weißt du, das frage ich mich, Und natürlich auch ein normaler Herd, ja, brauchst du ab und zu halt auch noch, ja. wenn du so einen Thermomix hast, Ja. dann musst ja in dem Sinn du als... Aber ich habe es noch nie gebraucht, ich kann nicht, wie das ist, aber du musst ja dann nichts machen. Kochen ist ja auch irgendwie etwas, weißt du, das Kochen an und für sich selber, weißt Ich du, weiß, was das ganze Kochen so ein bisschen ausmacht, checkst ich weiss, was du willst sagen damit. Klar, der Thermomix gibt dir vor, also du kannst eigentlich Thermomix ganz einfach, hast ein Display, dann hast du dort ein Rezept, wo du kannst, Cookie Do heisst es, kannst aber auch Rezept aus dem Internet nehmen. Ja. Und dann siehst du eigentlich immer mit Bild und mit immer Step by Step, wie so eine Anleitung, wie so ein Innen, wo dir erzählt, wie du das machen musst. So ein YouTube-Tutorial. Ja. Tust das rein und dann mit Waage und alles, nächster Step, oder? Sagt am Anfang, was du alles brauchst und dann ist es irgendwann fertig. Ja, das ist die eine Variante, wie du den Thermomix kannst nutzen. Aber du kannst den Thermomix halt auch als normalen Kochtopf verwenden. Ja. Heisst, wenn du mal Nudeln willst kochen, dann fetzt da halt einfach Wasser drin, wie ein normaler Kochtopf, Nudeln. Und dann kannst du kannst es einfach mehr automatisieren, sagen wir es einfach so. Du kannst dann sagen, Timer 11 Minuten, al dente. Dann weißt du, in 11 Minuten ist es fertig. So, das kannst du machen. Oder, keine Ahnung, die ganze Zeit umrühren. Er tut ja die ganze Zeit rühren für dich. Ja. Das ist zum Beispiel auch geil, wenn du so Ja, klar. zum Soßen machen, so Tomatensauce. Du bist sowieso kein Soßentyp da, aber Ja. weißt du, so für Pizzateig, also Pizza machen mit dem Ding ist schon geil. Können wir sonst mal machen. Ja, für den Teig halt. Podcast-Folge, wir benutzen mal Thermomix. Boah, können wir eine Kochfolge machen? Machen wir. Niklas und Rico am Kochen. Nächste Woche. Hat schon Bock? Nächste Woche? Ja. Hat schon Bock? Mal schauen, ja. Weißt du, wie lustig? Niklas und Rico benutzen Thermomix. Rico benutzt zum ersten Mal den Thermomix. Weißt du, wie wild? Oh mein Ja. Gott, das wird... Aber eben, du siehst, wir reden jetzt schon wieder seit 5 Minuten über Thermomix, das hört nicht auf. Darum mache ich jetzt, wo ich damit angefangen in der Cut, ich gehe weiter mit was so fällt in ihren Wege noch. Was ich einfach richtig geil finde, so ein ganz langer Tisch. Wirklich ein ganz langer Tisch. Wenn Kollegen da sind oder einfach, dass wir alle Wegemitglieder können einfach an dem Tisch hocken gleichzeitig, dass wir alle genug Platz haben. Ja.
Und das halt eben, wenn wir Besuch haben, dass wirklich alle immer Platz haben. So. Meine Tante hat so einen langen Tisch. Dort kann die ganze Familie dran hocken, das ist verdammt geil. Es gibt doch auch so Tisch, weißt du, wo du so kannst ausfahren kannst. Ja, Weißt du, wenn du das zweite bist, irgendwie, dass du den klein kannst machen zum Platz sparen. Und wenn mehr Leute kommen, kannst du noch ausfahren. unser Tisch oben, der Esstisch, Ja. der Rund, den kannst du auch ausklappen. Und noch 2 Platten weiter, also kannst du dann 3 Innenplatten machen, dann ist das auch riesig. Aber das ist eigentlich am praktischsten. Ja, so etwas, ja. Du musst ja nicht immer lang haben. Klar, es sieht geil aus, wenn du so einen ganz langen Holztisch hast. Ist zwar auch teuer, so. Aber ich denke, so ein Klapptisch, das lange. Also, nein, Tisch, Klapptisch, das ist mir zu festival-weibig. Was noch? Aber Teppich habe ich gesagt. Sofas, einfach ein riesen Sofa. Ja. So ein U-Sofa wäre am besten, finde ich. Ich finde so U-Sofas cool, die Ja. so sind und dann in der Mitte ist ein Tisch und dann kann jeder auch hocken, weißt du. So. Ich schaue die ganze Zeit so für Gemeinschaft. So. Dann natürlich Smart Home. Das kommt bei dir. Ich brauche Smart Home. Es muss alles mit Siri oder wenn, ja doch mit Siri, ich Google und so Zeug, das finde ich nicht so geil. Mit Siri, HomeKit, jede Lampe steuerbar, es ist einfach so Premium. Ich benutze seit 2018 habe ich einen HomePod in meinem Zimmer. Habe den aus den USA importiert. Ich benutze nur das. Ich mache meine Lampe seit 2018 nicht mit einem Lichtschalter aus. Ich mache alles sprachgesteuert. Schon? Ja, ich mache alles nur noch sprachgesteuert. Okay. Es ist wirklich krass. Ich gehe in mein Zimmer und ich denke, ich bin Tony Stark. Wirklich. Aber darum auch das ganze RGB, wie ich damals so hure rumgespielt habe. Ich habe in mein Zimmer ist eigentlich wirklich ein Disco. Eigentlich schon. Disco. Ja, eigentlich schon, weil alles, also schau, ich habe jetzt standardmäßig schon alles so normal eingestellt mit warmen Farben. Aber wenn ich mal sage, früher hatte ich so Szenen gehabt, wie zum Beispiel Gaming, dann ist das ganze Zimmer dunkel geworden, nur die RGB-Farben sind angegangen, das ganze Zimmer war ein Disco gewesen. Ja. Ja, aber jetzt aber mittlerweile tue ich dann nicht so richtig hart mit befassen, mit so Zeug, aber eben Smart Home ist wichtig. Ja. Was auch wichtig ist, ein fetter Fernseher zum Champions League Abend machen und so Zeug. Das ist wichtig. Gute Soundanlage vom Fernsehen natürlich. Also eigentlich so etwas, wie wir da haben. Einfach, also die Soundanlage, ich meine einfach die Soundanlage, die wir da haben, weil die ist brutal. Die Soundanlage ist krass, Die ist wirklich brutal. Aber halt eben ein Fernseher, ein grösserer. Sowas, was wir im Wohnzimmer haben. Wenn nicht sogar grösser. Ja. Das sind 65 Zoll. Das ist auch schon riesig. 65 Zoll ist schon gross. Aber ich hätte so 80 Zoll gedacht, weißt du, heftig. Das ist schon geil. OLED 4K 120 Hertz, weißt du, heftig. Ja, das wäre so Traumweg. Ja, klar, mit den Leuten. Also du, Joris, von mir aus auch Cyril. Ja, einfach so unsere Leute halt, ja. Ja, aber klar. ich muss da jetzt nicht jeder aufzählen. Es gibt da ein paar noch. Ein paar Abaschen. Ich muss gerade überlegen, ob ich irgendetwas vergessen habe. Oh. Parkplatz. Stell dir vor, Tiefgarage. ja, das ist halt so ein riesiges Thema. Ja, mittlerweile schon. Du findest keinen Parkplatz mehr. So, vor allem so bei dir halt so, also so, sag mal so, wenn wir jetzt so zu fünft in einem Fünferweg ist schon auch crazy hart, aber stell dir vor, du hast einen Fünferweg und jeder hat ein Auto. Dann Du wird es brauchst schon schwierig. 5 Parkplätze. Weißt du, crazy. Dann wird es schwierig, ja. Aber dann macht für mich auch irgendwie Wege keinen Sinn. So. Wege ist ja sowieso eher etwas. Es gibt ja auch so die Weges, wo du also mit random Leuten dann plötzlich zusammen wohnst. So aus dieser Stadt und dieser Stadt, einfach weil du halt in dieser Stadt studierst. Ich habe mehr das Gefühl, so ein Weg jetzt wie bei uns hier auf dem Land wird schlecht funktionieren. Aber nur schon wegen dem Parkplatz. Es wäre etwas anderes, wenn es in der Stadt wäre, zum Beispiel in Zürich oder so. Also ich kann sagen, meine Tante, die Ivana, die hat in ihren Wegen gewohnt. Das ist, glaube ich, ein ganz grosse 6 oder 7,5 Zimmer sogar gewesen, in Einsiedeln. Und die haben auch ein Auto gehabt. Aber sie haben halt, also es ist halt eher so ein Haus gewesen, wo sie sich teilen, aber ein älteres, oder? Aber gross genug und ich glaube, die haben so 2-3 Parkplätze gehabt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann halt einfach im Dorf verteilt noch irgendwo so einzelne Boxen stehen, weißt du? Ja. So haben sie das gemacht.
Und es war voll easy anscheinend. Sie haben hure wenig gezahlt. So. Ja, dann ist natürlich etwas anderes. voll. Ja, Aber ja, es ist schon eher üblicher, dass du das in der Stadt machst und so. Ist, ja. Aber jetzt so ein Dreierwege, das bringst du ja safe. Ja, irgendwann, so. das bringst du schon. Oder so ein Vierer maximal, Fünfer vielleicht auch noch, aber nachher, ja, es ist halt einfach die Parkplatzsituation. Und vor allem, wenn du nach einem Tesla fährst, wo du die scheiß Auto laden, das ist sowieso so eine Sache. Elektroauto, ja. Wenn du ein E-Auto hast und du bist in einer Mietwohnung, wo mehrere Leute eine Tiefgarage haben, dann hast du meistens das Problem mit, wie lade ich mein Auto daheim. Und dann macht das E-Auto für mich nur Sinn, wenn du wenigstens im Büro kannst laden. Weil das steht dann meistens auch dort immer lang rum. Ja, Ich habe das Privileg, ich kann bei mir daheim laden und im Büro. Ja. das ist Premium. Ja, aber ich denke, das ist so meine Traumwege, ja. Also so muss es irgendwie aussehen. Und der Thermomix ist das Wichtigste. Und, Der Thermomix und ist eben, ist wenn ich den zahle, dann wird auch der nur von mir benutzt. Okay, gut. Oder in Anwesenheit von mir benutzt. Ich sagen habe wir's mal Finger so. vom Thermomix, keine Angst. Aber nein, ich gang mit der Regel mit in Anwesenheit von mir. Wenn ich Okay. da bin und im Wohnzimmer chill, dürfen wir den benutzen. Aber nicht einfach so, ich mache eine Kamera und verstecke die. Ich mache den fix kaputt, ich bin der schlechteste Koch, was es gibt. Den kannst du nicht kaputt machen, das ist Vorwerk, das hebt Zeit. Ich kenne Oh, Leute, ich schaffe das irgendwie, glaub mir. ich kenne Leute, die haben ihren Thermomix, das ist jetzt der 7. Thermomix ist draussen, oder? Und Thermomix gibt es ja schon seit Jahren, seit über 30, 40 Jahren. Ja. Die haben immer so ein Modell und das funktioniert immer noch. Klar, du musst ab und zu mal Ersatzteile bestellen, aber die bekommst du auch bis heute noch für die allerersten Modelle, glaube ich. Das Ding ist, das ist eben der Preis, den du wahrscheinlich auch zahlst. Ja. Einfach die Langlebigkeit von dem Produkt. Ja. Aber ich habe es so geil gefunden, wo der TM7 vorgestellt worden ist. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nein. Es gibt ja die Apple Keynotes, oder? Und Vorwerk hat das so hat wirklich der Thermomix so vorgestellt, wie als wäre das ein Apple Keynote. Und dann siehst du so alle Mütter voll am Feiern, so Thermomix 7, wow, crazy. So, musst du mal reinsehen, das ist verdammt lustig. Da ist so ein Kommentar, Alter, das ist ja wie bei Apple hier. Einfach ein Keynote von... Ja, es ist wirklich so gewesen. Das Design ist auch richtig crazy, ja. So, kommen wir mal zu den Wegeregeln. Fang mal an. Was sind so Regeln für dich? So wichtige Sachen. Also was für mich sicher ist, ich kann das nicht gerne, wenn es dreckig, also es ist voll basic, aber wenn es dreckig ist, so, weißt du. Ja. Das ist halt mein Basic, aber weißt du, zum Beispiel so dreckiges Geschirr oder so, weißt du, dass das halt immer wegräumen und so Zeug, aber das ist kein Basic. Ja, du musst dich einfach daran halten. Aber ich glaube jetzt so, wenn jetzt for real anhocken und sagen, ey, wir machen jetzt Regeln, ich glaube, das würde nicht gut kommen, weil ich glaube, das entwickelt sich dann, weißt du, wie über Zeit. Ich würde, glaube ich, nicht Regeln machen, sondern ich würde Ämter machen. Ja, so ein Plan, die Woche machst du das, die Woche machst du das. Die Woche tut er Staubsaugen. Ja. Einen Staubsaugerroboter hole ich mir auch noch. Ein Roboter? Ja. Die sind mittlerweile so gut. Arbeitskollege hat die jetzt gekauft, es gibt jetzt Roboter, die über so Schwellen fahren. Das war ja meistens das Problem gewesen. Die fahren dann so Arm ausfahren und dann klettern sie einfach drüber. Schon? Ja, das ist wirklich crazy. Und ja, klar, sie sind immer noch teuer, aber ja, ist geil. Aber ja, sorry, bitte. Ja, nein, ich bin eigentlich fertig. Ja. Ich finde die auch geil, weißt du, wo so einen Akku haben, weißt du, wo du einstecken musst. Wo wir so einen haben, so einen. Ja, so ein Dyson. So ein Dyson, ja. Auch überteuert, aber ja, so einen und ein Roboter, so hätte ich so gedacht. Weil die gibt es ja, wir haben ja so einen kleinen. Aber das ist der kleinste, den es gibt. Es gibt auch noch die V15-Dinger, wo du über eine Stunde kannst Staubsaugen. Aber alle sagen immer so, Dyson ist gar nicht mal so gut. Also es ist schon gut, die Staubsauger, aber viele sagen, du bekommst besser für dein Geld. So. Und ich denke so, die sind schon verdammt teuer, die kostet glaube ich 300-400 Stutz oder so. Ja, ein V15 bekommst du für 800 oder so. Das ist aber schon krass. Und ja, aber so langlebig sind die eben nicht mehr wie früher. Das ist so, das ist so das Ding. Ja, Regeln bei mir, ich denke aber, so vielleicht eine Grundregel, wie du sagst, wegen dem Dreck. Ich hätte sie so beschrieben, jeder räumt seinen Dreck weg, eigentlich, wo er gemacht hat. Ja. So, das ist einfach der Respekt, der muss da sein. Logisch.
Du musst halt auch können, weißt, Kompromisse eingehen, weißt. Voll. Und eben so Ämtli, so eine Woche, ja gut, wenn der Staubsaugerroboter da ist, dann würde ich sogar so einen Namen geben. Das ist geil. Das ist schon geil. Das ist jetzt unser Staubi. Der Staubi. Das ist Staubi. Der Staubi. Aber Amtli würde ich glaube, so diese Woche macht er Wäsche. Ja, nein, jeder macht seine Wäsche selber, hätte ich gesagt. Das macht, glaube ich, noch Sinn. So, imagine, du wäschst die Wäsche von deiner besten Kollegin und so. Aber so, halt schon einfach so Bad putzen, Ämtli, diese Woche bist du dran. Voll. Einfach so Zeug, so Ämtli Ja. halt. Oder so, diese Woche kochst du. Oder so ein Kochplan. So. Weil wenn jeder für sich selber kocht, ist auch scheiße. Ja, außer man macht es halt zusammen, wenn alle da sind. Ja, aber dann müssen wir halt wie planen. Ja. Es muss wie so einen Wochenplan geben, wo man sieht, ey, der ist jetzt da bis dann weg, der ist bis da weg. So ein gescherter Kalender oder so etwas. Eigentlich, wenn du überlegst, das ist gerade voll hypothetisch alles. Wieso? Ja, wegen der Wege, das ist ja nichts, wo wir aktiv planen im Moment. Also ich hätte schon irgendwann Bock. Ja, irgendwann ist vielleicht, aber im Moment, die nächsten paar Jahre, wird es schwierig. Ja, bei dir schon. Ja, Bei mir schon. Bei mir, ja, ich wäre offen für so etwas. Also ich wäre jetzt schon offen. Eigentlich. Ich geniesse es, die Heimeleben, weil, aber das ist sowieso so eine Sache. Die Heime. Kosten? Ja, nicht mal unbedingt. Also klar, ja, es ist wahrscheinlich schon noch mal teurer, wenn du in eine Wohnung gehst und so, aber ich muss jetzt auch 20% von meinem Lohn abgeben. Aber dafür ist schon alles inkludiert. Du hast hier dein Essen, du hast hier Ja. Strom für mein Auto. Jetzt spare ich verdammt viel. Dann aber Wäsche ist immer gemacht. Dann müssen Mami, die macht Ja. das halt einfach immer noch. Sie will mir das nicht abgeben. Danke dafür. Aber es ist auch ein bisschen Luxus. Und vor allem, ich habe mein Zimmer. Eigentlich ist es jetzt schon wie ein WG. So, wenn du so überlegst. Einfach mit deiner Familie. Klar, es ist noch etwas ganz anderes. Ja. Das ist noch mal ein bisschen intimer und so, weil das halt deine Family ist und so. Aber so, jeder hat sein Zimmer, jeder kann sich zurückziehen. So. Ja. Aber du kommst halt einfach am Abend heim, bist todmüde und dann bist du auch froh, dass es wirklich noch etwas Ruhe gekocht hast. ist und deine Wäsche gemacht ist. Und ja, das ist wirklich so, ja. Ja. Ja, ich muss gerade überlegen. Hast du noch etwas? Ja, Hause? Finken sind auch wichtig. Bitte schreibt uns, was für Finken wir kaufen. Ja, bitte. voll. Genau. Heute Abend gibt es eine Story. Yes. Kommen wir zu der Empfehlung. Was Meinst meinst du du? die Empfehlung, ja. Also falls ihr noch irgendwelche Themen habt für irgendwie WG oder was wäre so bei euch das Coolste so an einer WG oder so, einfach so Regeln oder so Must-Haves, schreibt es in die Kommentare, schreibt es in den Insta-Reels rein. Meldet euch. Meldet euch. Oh. An die deutschen Zuschauer. Nein. Nein. Rico, Empfehlung von der Woche. Boah, warte, ich muss überlegen. Gehen das Frühlingsfest nächstes Jahr. Empfehlung 3 von 3. von der Woche. Ich lasse nochmal eine Revue passieren in meinem Kopf. Ich muss auch noch überlegen. Schlaf. Ja, wirklich. Es kommt gerade so ein Müdigkeitsschub bei mir irgendwie. Ich merke es. Ja. Ich bin jetzt langsam gerade auf. Ich muss nachher noch das Eltoni trinken. Übrigens. Hier, der Kühlschrank. Ich bin ja seit dem 4 Uhr im Bett gestern. Also, ich habe nur etwa 5 Stunden geschlafen wieder. 5 Stunden geht voll klar. Ja. Ehrlich, 5 Stunden kann ich easy mitleben. Empfehlung von der Woche. Empfehlung von der Woche. Schallert schon ein bisschen rein. Empfehlung von der Woche. Ich habe eine Empfehlung. Das ist in Zürich. Da bin ich gestern das erste Mal gewesen. Ah, der Dingladen.
Ja. Der Dönerboxladen. Also. Dönerboxladen. Es gibt so einen Laden, der heißt Jink. Der ist mir auch gezeigt worden jetzt gestern. Da kann man Pasta essen, auch to go in so einer Art Dönerbox. Und das war geil gewesen. In Fachkreisen nennen wir das übrigens auch Pasta-Box. Pasta-Box, genau. Fachkreise. Ja, das war geil gewesen. Eine kleine Portion hat irgendwie 12 Stutz gekostet und das Ja, easy für eigentlich Zürich. voll viel gewesen. Ich hatte Pesto gehabt. Das war wirklich gut gewesen. Pesto Rosso oder Pesto? Normales Pesto. Findest du auch Pesto besser als Pesto Rosso? Das Normale finde ich besser. Schon? Ich finde Pesto Rosso geiler. Ja, das ist meine Empfehlung. Wie geil die Empfehlung? Aber gehen wir mal, ist gut. Ist gut. Ist gekauft. Wie so ein Monopoly, hey, ich kaufe das jetzt. Zürich Paradeplatz. Kaufe ich. Kaufen. Ah, ich brauche aber noch den und den Bahnhof. Boah, Bahnhöfe. Boah, Bahnhöfe, die sind... Ich brauche jetzt den HB und Oerlikon, Wallisellen. Zürich Monopoly wäre krass. Stadi, Stadelhofen, Schlieren. Stettbach. Spreitenbach. Aber das ist wieder Aargau, ja. Zürich, Aargau, wenn man weißt du, wie wild. Ja. Spreit ist das letzte, was am teuersten ist. Seebach. Grüß Seebach. Banana Seebach. Nein. AZ Grüß Seebach. Empfehlung von der Woche. Ich muss sagen, ich bin ja jetzt am Pascha-Konzert gewesen mit euch am Freitag. Das war mega cool gewesen. Also ich habe es wirklich mega gefühlt. Wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so fühle. Pascha ist cool gewesen, ja. Ja, aber weil ich habe mal gehört, Pascha macht nicht so geile Shows. Aber ich habe es auch voll geil gefunden mit der LED-Wall, wo sie immer, weißt du, wie bei Doppel-G, das so einblendet die ganze Zeit. Habe ich noch geil gefunden. Und, Alter, wie laut war die Crowd gewesen, bitte? Ja, Hure laut. Also so bei UFO und bei Luciano ist das niemals so laut gewesen. das ist es so, ja. Das ist krass. Also wenn ich denke mir, der könnte safe also der Hall oder so, oder so das Hallenstadion wird vielleicht ein bisschen... Hallenstadion ist zu viel. Aber der Hall, aber es ist ja auch hure voll, es ist ja ausverkauft gewesen. 16. Ist der Hall grösser als Ich glaub. Halle 622? Ich glaube, es ist Hallenstadion ist das grösste, nachher kommt der Hall. Ich glaube, die haben so 6000 Fassungsvermögen und das ist glaube ich so 3000 jetzt gewesen. Okay. Ich glaube, ja. Ich weiß es nicht, sonst I'm sorry. Und dort habe ich ein Lied entdeckt, tatsächlich, was ich so voll fühle. Jetzt muss ich einfach schauen, wie das heisst. Du hast das Lied entdeckt, das hast du mir gar nicht erzählt. Ja, entdeckt. Ich habe das einfach so voll... Jetzt fühlst du es, also ich könnte ist das so in so... der Rotation. Also ist so gerade... Ich habe jetzt eine neue Playlist gemacht. Ja. Du kennst ja unsere Prime-Playlist. Ich habe eine Playlist gemacht, die heisst 2025 Summer. Das Bild mit dem Joris. Und dort sind halt einfach so Sommerlieder. Das ist jetzt dort drin, das ist Backchaser kennen. Backchaser John. Mein Englisch, Mann! Das regt mich so auf, wirklich. Ja, das ist nicht... Ja, Backchaser hast du ja richtig gesagt. Ja, Can. Can. Ja. Das ist der Name, Can. Ja, habe ich gewusst. Mir doch gleich. Ich achte auf so Zeug nicht. Ich achte nicht mehr auf den Text. Aber das weißt du ja schon. Ich lasse mir nie den Text an, sondern so wie der Vibe einfach ist vom Lied. 21 Jahre jung, nämlich Backchaser Can. So im Sommer kommt das böse, so beim Autofahren ist das cool. Ist chillig. Das ist meine Empfehlung, hört das Lied. Gut. In diesem Sinne. In diesem Sinne, danke Ich besuche irgendwann mal einen Englischkurs. Du hast Advanced jetzt gemacht, gell? Ja. Ist gut gelaufen eigentlich? Ja, danke schon. Gut. Wir sehen es dann. Yes. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne, danke vielmals fürs Zuhören. Bis zur nächsten Und Folge. fürs Zuschauen. In diesem Sinne. Schön, Tschüss zusammen. ciao, tschüss.